Verzweiflung, Hoffnung, Freude. Kostet ungefähr 900 € die Brille. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich sie jemals wieder bekomme. Gefährlich ist es auch, wenn jetzt jemand anders seinen Rucksack findet. Ja, jemand könnte mit meiner Adresse und dem Schlüssel bei mir in die Wohnung rein und die Wohnung sozusagen leer räumen. Ich komme aus Heidelberg und muss noch heute mit dem Zug zurück. Ich habe jetzt kein Zugticket, kein Personalausweis, kein Geldbeutel. Ich komme ohne Geld nicht zurück. Kostbarer Markenschmuck, Portemonnaies mit hohen Bargeldbeträgen, Handys en masse. Wenn Millionen Oktoberfestbesucher ausgiebig feiern, dann geht auch jede Menge verloren. Die kommen Viertelstundenabstand, kommt der Ausweis, kommt der Personalausweis, kommt der Führerschein, kommt der Geldbörse, kommt der Kamera. Es kommt laufend bis abends um 11 kommt immer wieder was rein. Aber es kommen auch allerhand Kuriositäten rein, manchmal sogar lebende oder Kriminaldelikte. Schaut aus, als wenn es ein deponiertes Diebstahldepot gewesen wäre. Es ist morgens, 10 Minuten vor 8 vor dem Münchner Oktoberfestgelände. Hunderte Besucher strömen auf die Festwiese. Meist junge Menschen, die hoffen, einen Platz in einem der Bierzelte zu ergattern. Einige von ihnen trinken sich schon jetzt in Stimmung. Zur Erinnerung, es ist kurz vor 8 Uhr morgens, knapp eine Stunde vor Zelteröffnung. Zeitgleich im eigens eingerichteten Wiesenfundbüro. Was hinter diesen Türen heute vor sich gehen wird, ist unglaublich. Etwa 4.500 Fundsachen sind hier die letzten 2 Wochen eingegangen. Gerade bringen Angestellte eines Bierzeltes die Ausbeute von gestern vorbei. Morgen. Morgen, servus. Wo seid ihr hier? Handys, Ausweise, Pillen, Pullis. Bei den Putzarbeiten gestern Abend im Schottenhammelzelt wurde allerlei gefunden. Denken Sie dann auch, oh Gott, wie unachtsam sind manchmal die Leute, dass sie darauf nicht Acht geben können? Ja gut, klar, also das fragt man sich schon jeden Tag wieder. Ja. Aber das ist der Alkohol wahrscheinlich dann schuld dran. Ja. Wo bist du her? Hacker. Von 8 Uhr bis 12.30 Uhr bringen die Angestellten der Bierzelte ihre Fundsachen vorbei. Wenn dann, Servus, wenn dann 6 oder 8 oder 10 Säcke draufstehen und da ist kein Zettel drum, weiß kein Mensch mehr, wo das her ist. Hacker. Oktoberfestbesucher haben jetzt noch keinen Zutritt. Schließlich müssen die Funde erstmal sortiert und ausgesiebt werden. Genau, was passiert jetzt damit? Jetzt wird das hergerichtet einmal angeschaut. Jetzt wird das angeschaut. Was verkotzt ist, was zerrissen ist, schmeißen wir weg. Weil verkotzte und zerrissene Jacken, wenn wir die reinhängen, dann haben wir die kleinen Viecherleins drin, spätestens nach einer Woche. Und das wollen wir tunlichst vermeiden, dass wir während der Wiesn einen Kammerjäger bestellen. Das muss eigentlich nicht sein. Das wird jetzt gleich mal begutachtet. Das sind Schals, da haben wir eine extra Kiste. Und dann müssen wir jeweils immer schauen in die Jacken, ob ein Ausweis oder Handy oder Schlüssel drin sind, weil die kommen raus. Dann nehmen wir eine Solokiste und dann bauen wir das um. Das sind zum Beispiel die schönen Sachen mit Brandlöchern. Was passiert mit Brandlöchern? Wenn ich das reinhänge, wenn der kommt und sagt, das ist zwar seine, dann sieht er das Loch und sagt, ah, das ist doch nicht meine. Deswegen gleich. Die schmeißen wir weg, weil wir haben sowieso nur einen begrenzten Platz, also können wir nur eine begrenzte Anzahl aufheben. Unterhemden. Es kommt eigentlich alles, was der Mensch am Körper trägt. Aber wie gesagt, Unterhöschen. kommt auch Unterwäsche. Aber das haben wir manchmal auch mit Schokoeinlage. Ja, es ist halt einmal so. Oh, was ist das? Das ist eine Strumpfhose. Sowas kommt natürlich auch vor. Es ist ab einem bestimmten Alkoholgrad. Wie kann das passieren? Sie wissen selber, ab der 3. Maß, vielleicht steigt der sexuelle Drang, das weiß man nicht so genau. Es geht zu wie im Taubenschlag. Die 6 Mitarbeiter müssen sich ranhalten. Sie haben nur noch bis 12:30 Zeit, alle Wertgegenstände zu sortieren. Jedes Teil wird dokumentiert und datiert. Alles muss genau stimmen. Sonst haben Betrüger leichtes Spiel. Und merken Sie, wenn jemand flunkert? Das merkt man schon. Das merkt man. Ja. Meistens schauen wir mal tief in die Augen und dann muss er den Blick schon mal standhalten. Das ist schon mal ganz eine wichtige Sache. Und wenn einer wirklich, wenn es ihm nicht gehört, da gibt es dann so gewisse Arten, wo man weiß, da geht meistens der Blick nach links oder sowas weg. Der Kopf neigt sich so mit drinnen, weil irgendwie versucht es er doch. Und wenn einer wirklich sagt, das ist meine Jacke, dann spürt man das auch sofort.
Jeden Tag strömen rund 500 Suchende ins Fundbüro. Doch nicht alle sind ehrlich. Immer wieder schleichen sich Diebe ein. Die haben bei Charles Reinhold allerdings keine Chance. Unser Befestigungsort, den Reißverschluss zu, oben einhängen und oben am Bügel festmachen, weil wir eben das Problem haben, dass die Leute, wenn die Jacke drin hängen, wenn der Gang ziemlich voll ist, wenn sie die Bekleidung suchen, versuchen den Reißverschluss aufzubekommen und die Reißverschlüsse aufzumachen und schauen, ob noch was drin ist, um etwas rauszuklauen. Es ist zwar schlimm, aber leider Gottes ist die Realität. Etwa 250 Brillen, 315 Handys, 90 Schmuckstücke, 300 Schlüssel, 300 Taschen, wegen des schlechten Wetters 1600 Kleidungsstücke und 380 Ausweise wurden bisher auf der Wiesn abgegeben. Es dürften gut ein Viertel der Ausweise dürften von unseren Freunden aus Italien sein. Weil wir haben ja das mittlere Wochenende, ist ja bei uns in Bayern sagt man das Italiener-Wochenende. Da stürmen sie aus das Oktoberfest. Und Molto Bira, Grande Bira, dann wird der Rausch zu groß und der Ausweis ist weg. Und wir bekommen ihn. Egal ob Skischuhe, sexy Strumpfband, Superman-Anzug, iPod oder Notebook. Im Keller des Fundbüros schlummern allerhand Skurrilitäten. Rollstühle, Krücken, Kinderwagen, Beinprothesen, Glasauge. Ja, es gibt eigentlich nichts, was eigentlich nicht kommt von der Unterwäsche. Jetzt, wir haben ja heute schon gesehen, Strumpfbänder. Was wir letzte Woche gehabt haben, ein Rauhaardackel. Den haben wir etwas gepflegt, der hat ein paar Weißwürste gefressen, die haben mir wunderbar geschmeckt. Das ist eine leichte Kuriosität, haben wir auch noch nicht gehabt. Das ist irgendwie ein arabisches Teil. Ist das verboten? Also mit sowas ja. Weil wie sagt es immer so schön, bis hierher die Breite und nicht weiter. Also mit dem Ding muss ich nicht unbedingt auf der Wiese rumlaufen. Oder sollte man zumindest nicht. 12 Uhr. Die letzten Vorbereitungen werden getroffen. In 30 Minuten öffnet offiziell das Büro. Ob einige der Fundsachen heute zurück zu ihrem Besitzer finden? Zur selben Zeit draußen. Die ersten Verzweifelten sind da, bangen und hoffen, dass ihre Wertsachen dabei sind. Alles, was übrig bleibt, wird Ende Oktober ins reguläre Fundbüro gebracht und nach 3 Monaten versteigert. Was haben Sie verloren? Dann in der Bräurüssel habe ich alle meine Schlüssel dann verloren. Das ist aus meiner Tasche dann gefallen. Was waren das für Schlüssel? Wie ist es passiert? Das ist alles Mögliche. Mein Hausschlüssel, Autoschlüssel, alles. Alles. Da können wir in mein Haus rein. Ach schon, oder? Papa hat vielleicht ein Auto auch vielleicht nicht mehr. Wir waren gestern Abend im Hofbräuzelt und beim Heimgehen habe ich dann meine Jacke vergessen. Wie ist es passiert? Zu viel getrunken oder wie? Ja, zu viel getrunken. Jetzt muss der Herr leider bei eisigen 12 Grad frösteln. Das war gestern, das Handy ist total neu, meine Nummer ist total neu und das ist ziemlich ätzend, weil ich jetzt irgendwie null erreichbar bin und das ist schon ärgerlich. 12:30 Uhr. Jetzt werden die Suchenden jeweils zu 5 ins Büro gelassen. Sonst verlieren die Mitarbeiter den Überblick. Auch Leo ist hier. Der 19-Jährige kam gestern direkt nach der Arbeit auf das Oktoberfest und hat im Hackerzelt seinen Rucksack liegen lassen. Die von der Shelly haben gesagt, die Rucksäcke und alle Taschen, die gefunden wurden von den letzten Tagen, sind hier. Ja, und der ist jetzt hier nicht dabei, das heißt, der Rucksack ist nicht da. Ziemlich gefährlich, denn im Rucksack lagen Leos Schlüssel und auch Personalausweis mit seiner Adresse. Ja, jemand könnte mit meiner Adresse und dem Schlüssel ja, bei mir in die Wohnung rein und die Wohnung sozusagen leer räumen. Naja, also das ist das Gefährliche dabei. Diese junge amerikanische Frau hat es richtig erwischt. Sie hat gestern alle wichtigen Reiseunterlagen plus Telefon verloren. Ihre einzige Hoffnung? Ehrliche Finder. Als erstes sucht sie im Handyfach nach ihrem Mobiltelefon und glaubt es auch gefunden zu haben. Darf ich nicht eingeben? Ich darf den PIN nicht eingeben. Ich darf, wenn es nicht Ihres ist, ich gebe den PIN 3-mal falsch ein, dann brauche ich Book. Ja, ich kenne das. Ja, aber Sie wissen nicht, ob es Ihres ist. Wenn ich kenne diese Pass, dann ist es mein. Dann ist es Ihres, ja, aber wenn es nicht ist, habe ich 3-mal falsche PIN, dann ist es falsch. Okay. Ja, nein, ich darf nicht. Können Sie es wirklich nicht versuchen? Wenn es funktioniert, ist es doch mein Handy.
Ich habe Ihnen gesagt, das Handy ist seit 27. Letzte Woche ist es hier. Dann kann es nicht Ihres sein. Sie haben es gestern verloren. Gestern war ein anderer Tag wie heute. So, meine Tasche oder meine Jacke? Ist nicht hier. Jacke können Sie schauen. Hier. Ich habe gestern alle meine Wertsachen verloren. In welchem Zelt? Ich weiß es nicht mehr. Was suchst du jetzt alles? Meine Jacke. Nur deine Jacke? Und meine Kamera, mein Handy, meine Geldbörse, Personalausweis, Schal, Wasserflasche und meine Tasche. Wird die junge Frau ihre Wertsachen wiederfinden? Zur selben Zeit wird dieser mysteriöse Sack abgeliefert. Der Inhalt stammt aus der Toilette eines bekannten Bierzeltes. Ein Gast ist darauf aufmerksam geworden. Die Toilette war total verstopft. Und er hat einen Installateur geholt und der Installateur hat natürlich der Ursache geforscht und hat im Spülkasten diese Geldbeutel gefunden und deswegen sind die jetzt alles watschelnass. Ja. Wir werden das natürlich jetzt erfassen, wem diese Dinge gehören. Es schaut aus, als wenn es ein deponiertes Diebstahldepot gewesen wäre. Da sind zwar noch Kreditkarten, Krankenkassenkarten, alles drin, aber Bargeld ist nicht mehr drin, oder? Bargeld, schauen wir mal. Also wir kriegen die meisten Geldbörsel tatsächlich ohne Inhalt angeliefert. Es schaut wieder so aus, als wenn es eine Raubzugbeute wäre. Wie Sie selber sehen, Karten, Ausweise interessiert die anscheinend nicht, sondern interessant ist nur das Geld. Die Geldbörsen werden anhand der Personalien den Besitzern zugestellt. Zurück zu der Amerikanerin. Ihre Suche war bisher erfolglos. Wann verlässt du Deutschland? Ich bin von Heidelberg und ich muss heute noch zurück, aber ich habe weder mein Zugticket noch meinen Personalausweis und meine Geldbörse. Ich kann jetzt nicht nach Hause fahren, ich habe kein Geld. Wann geht dein Zug? Heute Abend um 8:30 Uhr. Nur 15% aller Wertgegenstände finden tatsächlich zu ihrem Besitzer zurück. Zum einen, weil viele Touristen nach der Abreise nicht nach ihren Sachen suchen. Zum anderen, weil viele unehrliche Besucher die Fundsachen einfach behalten. Das ist allerdings verboten. Sie haben die Pflicht, als gesetzestreuer Bürger es abzugeben. Wenn Sie es nicht tun und die Polizei kommt Ihnen drauf, bekommen Sie eine Anzeige wegen Fundunterschlag. Und darauf gibt es bis zu 5 Jahre Haft. Es sei denn, es handelt sich um einen Wert unter 10 Euro. Dann greift die Bagatellgrenze. Gerade kommt ein Mädchen, das ihren Schlüssel verloren hat. Mit einem Tee. Und mein Fahrradschlüssel? Ja. Oh, Gott sei Dank. Nein. Ich kann aber sagen, dass da ein Tee dran ist. Und das ist wirklich, weil mein Freund heißt Tommy. Thomas. Ja. Der Freund ist mal will, dass du in die Wohnung reingehst? Nein, das ist aber wirklich mal. Ich habe ja das T dran wegen meinem Freund. T und er hat ein S dran, weil ich sage heiße. Wo ist der Freund? Ist er da? Ja, der ist im Bierzelt. Soll ich den jetzt holen auch noch? Brauchst du den Schlüssel? Ich kann dir einfach Schlüssel ausgeben. Das geht nicht. Kannst du holen? Ja, ich komme aber jetzt nicht mehr ins Bierzelt rein, weil sie gesagt hat. Ich halte den Schlüssel, solange bis er da ist. Aber ich komme jetzt nicht mehr ins Bierzelt rein, weil ich erstmal so einen Zettel von ihnen brauche, anscheinend, hat der Türsteher gesagt. Weil sie alle reingestürmt sind, wie verrückte Leute. Ja, beim Winzerer Fahndel in der Früh um 9. Und dann ist die Tasche irgendwo drin gewesen und meine Freundin war draußen und mein Schlüssel war bei meiner Freundin in der Tasche drinnen. Und der lag dann am Boden. Und ja, genau, dann hat ihn der Security aufgehoben und hat ihn zum Fundbüro gebracht. Aber jetzt wurde es hierher weitergeleitet. Aber ich darf nicht einfach den Schlüssel rausgeben, du musst auch verstehen. Ja, das verstehe ich schon. Wir kennen uns ja nicht. Ja? Warum wird der Schlüssel jetzt nicht ausgegeben? Weil ich ein Gegenstück brauche von dem Schlüssel. Sonst kann ja jeder sich einen Schlüssel irgendwie abholen und mitnehmen und in irgendeine Wohnung reingehen. Und dann habe ich ein Problem. Mit einer Einlassgenehmigung des Fundbüros macht sich Sandra auf ins Bierzelt. Ich verstehe ihn einerseits, weil jeder Depp kann herkommen und sagen, ja, ich brauche den Schlüssel, obwohl es nicht seiner ist. Aber mein Freund wird es auch denken, warum soll er jetzt damit raus, wenn mein Schlüssel verloren gegangen ist? Kommt Sandra nicht mit ihrem Freund ins Fundbüro zurück, bleibt der Schlüssel da, wo er verwahrt ist, im Keller des Behördenhofes. Also ich habe das immer dabei. Hier, das hier. Gibt sich der Mitarbeiter mit dem Schlüsselanhänger als Beweis zufrieden? Ist das Ihr Schlüssel? Das ist Ihr Schlüssel. Bist du da ganz sicher? Schau mir mal an. Ja?
Gut. Blaues. Und bei dir? Ja, den habe ich heute verloren. Und sonst wäre ja nicht derselbe Stoff. Schauen Sie Alles mal. klar. Ist schon gut. Das ist ja dasselbe. Wie musst du denn überzeugen? Ich habe schon gemerkt, das passt schon. Habt ihr Geld dabei? Ja. 5 Euro kostet es. Wer seinen Schlüssel verliert, ja, die Stadt München ist da hart. 5 Euro pro verlorenen Schlüssel. Für Gegenstände ab 500 Euro werden 3% des Wertes fällig. Mittlerweile ist es 19 Uhr. Ein ehrlicher Finder hat eben einen Rucksack abgegeben. Inhalt: ein gestohlener Bierkrug, ein Geldbeutel mit $280, 110 Euro und sämtliche Dokumente eines US-Amerikaners plus Kamera. Immer dann, wenn wir einen Namen haben, besteht eine große Chance. Die Probleme entstehen dann, wenn wir keinen Namen haben. Okay, das heißt, wenn eine Adressenidentität geklärt ist, findet das Fundstück auf jeden Fall auch den Besitzer zurück. Ja, wenn auch natürlich mit zeitlicher Verzögerung. Wir brauchen ja Zeit, das alles aufzuarbeiten. Und dann muss man es eben an die Botschaft schicken. Und wie viel Zeit die dann brauchen, gerade bei US-Amerikanern, das ist ja ein Land ohne Melderecht. Das kann schon eine Weile dauern, bis er es hat, aber bekommen sollte das letztendlich auf jeden Fall. Ja. 23 Uhr. Die Bierzelte werden geschlossen. Die letzten Besucher müssen aus den heiligen Feierhallen raus, denn jetzt wird aufgeräumt. Und dabei findet sich wieder so manch vergessener Gegenstand. Pech hat diese junge Dame. Sie hat eben ihre Tasche mit allen Wertsachen verloren. Was jetzt in den Zelten drin ist, das wird auch in den Zelten gesammelt und kommt erst morgen früh hier rüber. Eigentlich wollte sie heute Abend schon nach Salzgitter nach Hause fahren. Daraus wird jetzt nichts, denn sie will morgen einer der Ersten vor dem Wiesenfundbüro sein. Hoffen und bangen um die verlorene Tasche auf dem Oktoberfest.